Ich begrüße euch herzlich bei dieser neuen Edition von ADR Tele. Merci, dass ihr mit dabei seid. Wir proposieren euch eine Analyse von den Europawahlen mit dem besten Wahlresultat an Europawahlen an der Geschichte von der ADR, dann rüber bei Bamfeier von unserem noch deputierten Jeff Englen. Wir waren am Jeff seinem Heimatdorf Tratten mit dabei. Größere Unzufriedenheit dann, was die Reform vom Waffengesetz angeht. Sammler, Sportschäßer, Jäger protestieren. Dann holen wir Schmatz bei die Schwarzmutter Gottes an der Stadt Agron, eng von denen schönsten mittelalterlichen Skulpturen heute zu Lützeburg. Oves Wahlsonntag als Zeit auf der kleinen Wahlparty am ADR-Fraktionssaal, dem engen oder anderen noch ein bisschen lang gehen, mit offiziellen Resultaten, die Richtung 11 publiziert sind. Und es war spannend, dass weil gewusst war, dass der ADR eine Chance auf Besitz am Europaparlament hat. Wir waren soweit, mit trotz einem exzellenten Resultat von 10,04%, für den Sitz im Amt nur ein paar hundert Stimmen gefehlt. Also meine erste Analyse ist echt Fred, dass man über 10% von der Stimmekritik zu Lützeburg beweist, dass man auch an Europa für die Lützeburger wählbar sind. Dass es knapp 0,5% gefehlt hat, für den Sitz auch dann zu kriegen, ist natürlich traurig auf eine Manier, aber auf die andere Manier 10% ist das beste Resultat, was man je an Europa bislang erzielt und an allen europäischen Wahlen heute zu Lützeburg als ADR. Aber was mich besonders freut, ist, dass wir zwei Junker haben, die ein ganz gut persönliches Resultat haben. Das ist mal der Fred Kolb und dann das Tessie Brisbois. Dass neben dem Spitzenkandidat Gast Gilbertin auch die zwei Jüngstleute von der Liste so gut aufgeschnitten haben, die weisen, dass sie sich in Zukunft von der Partei keine Sorgen machen, so nach dem ADR-Präsident. Auf eine Wahlanalyse von unserem Resultat bei den Europawahlen zu machen, begrüßt ich den ADR-Fraktionssekretär und langjährigen Journalist vom Wort, der Roland Hutsch. Moin Dan. Salut Roland. Ja, das wirklich der beste Score, den ein ADR bei Europawahlen je gemacht hat. Nicht bei Nationalwahlen, da war schon ein Score von über 10%. Ja, über 10% bei den Nationalwahlen, das war der Merci vom Land, weil du war just das neue Pensionssystem angefordert ging, den gemacht hat, dass der Privatsektor endlich ugeglacht ging als und den öffentlichen Dienst. An dem Merci, wie gesagt, das waren damals 11,31%. 10,04% bei den Europawahlen, das hat aber auch eine Bedeutung, weil der ADR als eine Partei, die sich von allen anderen unterscheidet, an über 10%, das ist nicht nichts, das ist nicht nur eine symbolische Grenze. Als 10. Wähler hat damit gesagt, dass sie in Europa von den Nationen leben hat, wie in europäischen Zentralstaat mit einer Hauptstadt Brüssel. Ja, neues Rekordresultat auch für unseren Spitzenkandidat Gast Gilbertin, der bald 3-mal so viel persönliche Stimmen kriegt wie bei den letzten Europawahlen 2014. Ja, der Gast also 30 Jahre lang ein Phänomen an unserer Politik. Und hat für ganz kurzem Recht gesagt, dass sie das Mandat an der Chambre nicht fertig machen, dass sie wohl nach Brüssel gegangen wäre, wann gewählt wäre. Et muss in dat gesinn als Merci und de Gast, weil de Gast an der Chambre den ass net de wächt ze denken. Eng Budgetsdebatte ohne Gast ass net de wächt ze denken méi. Hien trefft den Nerv an he wees wéie Sache soll ausstrecken, so dats Schiedreen och no lauscht. Met ass geen Abschiedsgeschenk wat gemerk gin ass, well ich menge man de so engem Resultat 43.092 Stimmen bei Europawahlen, wer der Gast auch nach Energie hun fir nach op manst e puer meint an fir wat net de puer Joer run ze henken ihren im Fred Kolb Platz iwwerläst. Und ich hat dass wir dann 6 besten Giden aus dem ganzen Land stimmemäßig. Ja, und das 6 Gewählten am ganzen Land an werd besonders interessant, dass dort kommen wir vielleicht ja nur noch ein bisschen zurück. Hier leiht über 4.000 Stimmen 4 LSAP, Spitzenkandidat, die ja bekanntlicherweise auch nicht will an das Europaparlament gehen, aber die will an die Kommission auf Brüssel gehen.
Andere op der LAP kann man gleich auch enke ze schwäze. Komm schon noch bei den Totale vun de Stimmen logischerweise as du och en historischen Score fir DDR. 125.980 Stimmen, ja, das historisch an dat weist och vir allem das DDR aus der Politikheit zu Lützeburg nimi wäch zu denken ass, dat viel Bierger gesinn, dat DDR wirklich Alternativen huet, an och Alternativen uschwätzt, an noch ernstcht schwätzt wie die einer Parteien. Et kann bei so engem Resultat natürlich net jetzt davor sinn, Eise so bisssen wie Schmuddelkammer zu behandeln oder Eis an den Eck zu stellen, wo man net hegeheieren, dat doe Resultat vun iwwer 125.000 Stimmen als eng Konsekration fir Reispartei ginge spelt soen. Urstadt Land gowe doch ganz exzellente Resultate zu verzechen, war ungefähr beim Gastzinger Hemechtsgemeng Freising. Ja, ADR echt Partei. Wir brächten am von Gold méi Freisingen hier am Land ging es so. 21,24% an keng Partei hat zu Freising méi. Mir et gedocht nach einer Plätzen 20,10%, wo man zu Wahl errechen als drittstärkste Partei. Iwer 18% zu Bauschelt, an wat opfällt, an do war ech selber überrascht. Mir sind die 5stärkste Partei, mehr 6 Gemengen am Land, do sind wir méi stark wie LAP zum Beispiel, do sind wir dann definitiv die 4stärkste Gemenge am Land. Das vielleicht etwas, wo ich muss so in de Lützeburger Wahlsystem als ganz speziell, an net friedlich für wer eng Partei, die so ein Resultat huet eigentlich net am Europaparlament ass. Meier Rolle man eng lacht froh, wat ass dann lo fir dech dein persche Fazit oder auch de Fazit vun der Partei, wer am Fong de Wahlkampf ugeet an noch den Enjeu eigentlich vun dessen Europawahlen errenke. So Ech mat geschafft, ich kann noch net so herschwätzen, awer sind trotzdem houfrech op de Wahlkampf, de man gefouert hunn. Aber ne genau no gelauscht huet, mehr waren eigentlich die ensch Partei, die Tacheles geschwärtet. Mehr hun gesot, haier so Europa wie mir et gern hätten, all die anderen Parteien hun méi oder Manner verstoppt, wie sieht Europa gesinn. Den Gast Giberia huet méi wie engkeier gesot, dat haie wär eng Richtungswahl. An et wäre doch, weil DDR wëlt en Europa vun den Nationen, die anderen Parteien traue sich net so richtig fir ze soen, dat sie e vereenigt Europa wëllen eventuell mat enger Hauptstadt Brüssel. Ich kann es auch gut verstehen, dass sich nicht trauen nicht zu soen, weil wenn das wirklich dich gelegen hätte, wenn wir darüber ein Referendum gemacht hätten, da wäre das Resultat für das DDR gekämpft hat, wahrscheinlich noch viel mehr deutlich ausgefallen. Andrei, so merci. Merci Dan. Feier fir als noch deputéierte Chef Englen ass eng Hemechtsdurf tratten ass hier fir sei langjährigeschen Ersatz fir Lander Leiit geéiert ginn. Zter 1990 am Gemengerot vun der Gemeng Wünscher vertruden, krite Chef Englen mattesem Flotte Brauch Merci gesot. Lokal eisliger Awunner, Vereiner, Pompien, zu per 100 Leiit si se kom, fir den am Dorfliewen ganz engagiert Politiker ze feieren. Ja. Du weißt, wie wir dich schätzen, und wir wissen, was du alles kannst. Und mein Vierjähriger hat gesagt, du bist einfach ein Mensch, der inner der Menschen, gerne mit den Menschen lebt, an dem nie eine Stunde zu früh oder zu spät ist. Das Lidi hat meine Meinung nur, als im ganzen Leben nicht tags mit dem Chef brauchen zu streiten, weil er nicht da ist. Der Chef gut für die Werien. Und dan die bloemen mat brood. Dat doen we over met niet. Tot een gedood is toen wat hem op. Maar dat is je niet helemaal zo uitvast. Es kann nicht so, hin ordnet sich als Person dem Urleis inner. Weil just so als zu verstehen, dass die Chef 30 Jahre lang
mit Herzblut für eine Sache gekämpft hat, von der er überzeugt war, ohne die 30 Jahre jemals den persönlichen Profit aus der Sache zu ziehen. An der Opposition, wenn ihr hin Tax genau seht, da folgen so ein Kind. Dauert nicht geht aber. Sagen die Bürgermeister, da so ein Josef, du hast recht. Nee, und da geht es. Da muss jeder natürlich sein politische Sache absetzen. Nee, es dauert kein 6 Monate oder 2 Jahre, da kommen sie mit Mengen Ideen an der Jahre formen, dann können wir mit Platz erlebt. Und das möchte man dann aber himmlisch zufrieden. Die Lützeburger Regierung schafft un enger Reform vum Waffegesetz ersetzt mat der eng europäesch Direktiv ma vun de betroffene Leiit a Vereine am Land heeschtet, dat d' Regierung dobei weit iwwer Ziele rausscheist, an den Text viel zuviel restriktiv wär. An eng gemeinsamen Avis heeschtet, mir si keng Terroristen ma gewissenhaft Bierger, die d Gesetzer respektieren, den aktuellen Text geif ënner anderem zu enger massiver Zersteierung vun historischen Objekte feieren. Für die Sammler wird das ein harter Schlag. Aber bei mir im Studio begrüßen ich den Piet Kaiser, der ist der Präsident von der Nationalen Assoziation von den Waffenkollektioneuren. Assoziation heißt SCAL. Willkommen im Studio. Moin. Gut, was kann Ihnen so den Gesetzestext, so wie ein Lo 4 Leit, die geht mehr weit wie die europäische Direktiv, so die einfach zu weit. Und die hat einfach Probleme, dass viele historische Waffen müssen neutralisiert gehen. Genau. Was hast du genau das Problem? Das Problem ist, dass eine gewisse Kategorie von Waffen einfach verboten gehen in ihrer Form. Das nicht in einer neutralisierten Form, wo sie das besitzen. Das geht so gut den Waffensammler wie auch den Sportschützen. Und die Waffen, die sind, da kommt auf den Punkt zurück von der Neutralisation. Das heißt, was ist eine Neutralisation? Die Waffen sind zugeschweißt, der Werfer ist zugeschweißt, hat nie mehr Schuss damit aufgehen. Das beeinträchtigt aber, ich meine, die Definition ein bisschen vom Waffensammler. Der Waffensammler soll sich fertig bringen, ein historisches Stück analysieren, aus einem technischen, sowie aus einem kulturellen, sowie aus einer Geschichte eben, an einem Stück, was zugeschweißt ist, das dann nicht mehr möglich ist. Mhm. Ja, ich meine, du gibt Beispiele, ich meine, die sind auch als Patrimoine, du geht doch den Ersten oder Zweiten Weltkrieg mit Waffen, die du angesagt sind, zum Beispiel. Ich meine, um den Zweiten Weltkrieg, oder noch schon um den Ersten Weltkrieg, waren einfach schon ganz paar die Leute, die sich gedacht haben, das tut noch sammelwürdig, weil die Geschichte darf nicht vergessen gehen. Und das geht auch ein bisschen schon über die Waffe. Mhm. Apropos Waffe, du hast ein ganz interessantes Zukommen gelost, also ein Bild eben von einer Waffe, die zu Lützeburg produziert, genau sagen, automatisch sogar. Ne? Automatisch, genau. Das ist so ein sogenannten Solar. Das war zu Etterbeek eine Société luxembourgeoise d'Armes. Und der Proprietär war der Scholler, den er nur den Monopol-Scholler genannt. Und die Waffen sind zu Etterbeek produziert, gehen für den Weltmarkt. Mhm. Gut, was kann Ihnen nach so, wenn ich aber Kap so Berichtes möchte, wenn Ihnen daran denkt, wenn Ihnen größeren Sammler ist, zum Beispiel auch die Kosten, die ganze Neutralisation mit sich bringt? Neben dem kulturellen Verlust ist natürlich auch ein finanzieller Verlust, weil ich meine, muss in die Waffe dann demilitarisieren lassen von einem Armurier. Und dann eine Note geht dann dabei Police für Zertifikat, können das auch richtig demilitarisiert ist. Und allein das Zertifikat steht schon am Projekt zwischen 150 und 500 Euro pro Waffe. Ja, was wollt ihr noch weiter erholen als SCAL oder auch noch mit anderen Vereinen für ein RNN mehr gerecht Gesetz zu kreieren? Zu Lützeburg schon mal verschiedene Assoziationen, die auch sich mit uns verbunden haben, dagegen zu gehen, an dem Sinn, dass Ifre betroffen ist. Dass die Sportschütze so gut wie die Jäger, wie die Armurier, wie eben die Kollektionäre.
an Maselo dann auch so gut vergessen und ich meine, wir sind alle gut in der Bennger Lin, dass der Toten ganz schwer ist für der Eis zu drohen. Weil das Gesetz an Nähern einfach viel zu viel restriktiv ist und auch par rapport zu der europäischen Direktive. Ja, ich meine, die europäische Direktive, die ist da, die muss man akzeptieren. Das fett. Mit Direktiv die gesagt aber pro Exceptionen für an die sind halt ganz wäschgelos gehen. Da in anderem zusammen der Sportschutz in verschiedene Kategorien von Waffen, die in einfach in verschiedene Konditionen der von. Und wie gesagt, das ist an diesem Projekt nur ganz rausgeholt. Und das die Proprietäre von den Waffen aber zu bestimmt schwer. Ich merci für den Besuch am Studio, Herr Kaiser. Dann muss man suivieren, ja, wie den Dossier Reform vom Waffengesetz weiter evoluiert. Ja, ich sage auch merci. Gerne. Traditionellen ADR-Familiefest zu Izeg an der Scheier huet de Gastnis Erde Schmat geschafft fir die viel Leiit die kom wären ze zerveieren. Op dëst Joer ass Fest regewinn an enger ganz guter Ambiance wat gang. Die schein all mittelalterlech Skulptur, die ha an der Kirch vum hellege Jean steht, huet eng lang Geschicht. Sie as im Joer 1400 an der Gegent vu Köln geschafe ginn. Am Atelier vun de Parler, dat war eng ganz bekannt Familie vun Architekten as Skulpteuren. Sass dann hai op Lützburg kom an d Kirch vun de Franziskaner Knödler, an do asse ganz lag vereiert ginn, besonders auch als patronisch gegen Pest oder als Hölf bei Pestepidemien. Sie leid die Sohn, du mat gefir Schwärz Färf zu summen henken. Ich gebe einen anderen Hintergrund du gesehen, dass jo so dat an denen antike Religionen Götterstatuen färfig waren, für eben darauf hinzuweisen, dass es zu einer anderen Welt gefe gehören. Und ich meine, das ist auch Übergang an Christentum. Da hat der Schwärzer mit der Gottesstatuen immens viel aus der ganzen Welt. Meistens gibt es sogar Pelerinage zu den Statuen, das war ja auch heute der Fall. Und das gilt noch immer bis heute, Freitags an der Fastenzeit. Die allererste Kirche am Grund, direkt neben der Abtei Neumünster, ist schon für über 700 Jahre entstanden. Den aktuellen Bau der geht zurück auf 1680. Opgericht no Planen vun engem Ingenieur vun Leck, der fir d' Festung geschafft huet. Das Kirchgewircht fir d' Kloster hawen Drun vun Neumünster verwrucht Kirch fir d' Por en Deel vum Gronnheit, den Hai sei Siech hat. Die Kirch déi ass ganz sober, ganz einfach, Festungsingenieur hunn ich jo gesot. Hire Reichtum, de kennt sicher vun hirem Dekor hier. Kann ich so das Ball ein Musee für religiöser Kunst hei. Die Mivelen, die hier stehen, die wären nicht außer der Predigtstuhl für den heute Raum gemacht gehen. Die kommen vom Knödler. Für allem die 3 Hauptaltäre, die da für uns gesieht. Den mittelsten Altar, den ein ganz paar die Helliefiguren abweist. Das entstand 1660, den Datum, den oben drauf steht. Die bezieht sich ohne Zweifel auf die Subsidien, die Louis XIV der Münsterabtei gegeben hat, wenn es dem Schuld, den sie bei den Bombardementen 1683/84 angerichtet hatten. Die Hellig, die durchgestellt sind an den Statuen, das sind lauter Heiliger, die verehrt gehen als Patroner gegen Pest. Auch wertvoll Bilder vom Kreuzweh von Jesus Christus aus dem 16. Jahrhundert stierchen eng Lantern, genau wie die alte Kirchenursel, die op Joer 1710 zurückgeht. Kirch am Grund ass alldach op vun 10 bis 12 a vun 2 bis 6 Sauer. Da sind wir auch schon am Ende von unserer Sendung mat nach der Information, dat d'ADR am Lauf vom Monat Juni op eng neue Adresse an Dënnechgas plënnert. Mat dieser Televisionssendung lehnen wir dafür mal eng Pause an. Ihr könnt uns aber wie gewinnen bei unserer Internetseite ADR.lu oder Facebook suivieren. Bis dahin, macht gut an Eddie.